Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Ja, Leute, was ist der Taktik Fuchs? Taktik Fuchs, zeige ich euch meine Aufstellung, die ich gegen Gladbach wählen würde und gehe auch immer so ein bisschen drauf ein, wie die wahrscheinliche Aufstellung sein wird. Ich habe gerade gesehen, leider sind hier, die Spieler sind gerade aktuell nicht alle aktuell, müsste ich sonst eigene hinzufügen. Werde ich dann bis zum nächsten Taktikfuchs auf jeden Fall mal machen, wenn das hier nicht aktualisiert wird. Also, im Tor erwarte ich Ulle. Ja, ich denke, da gibt es aktuell noch keine zwei Meinungen. Ja, ich bin gespannt über unsere Neuverpflichtung, ob bei Ulle ein bisschen Konkurrenz macht. Aber ich denke, es ist jetzt noch zu früh, um ihn da reinzuwerfen. Ja, dann kommen wir schon zur ersten. Oh, komm, machen wir erstmal die Safen. Davis links war keine Alternative. Obwohl ich nicht genau weiß, wie es um Guerrero ausschaut. Ja, das andere ist Mazrui rechts. Gibt es gar keine Alternative mehr. Haben wir alles verkauft. Haben auch sonst nichts. Müssten wir, wenn aus der zweiten Mannschaft uns bedienen. Gut. Heavy ist klar, unsere Lebensversicherung. Ich denke, von der Form her ist auch ein Sané klar über rechts. Oder halb rechts oder 10. Aber ja, Sané wird bei mir spielen. Des Weiteren würde ich auch den Coman bringen. Hat mir ganz gut gefallen mit Davis zusammen. Und es wäre mal schön, wenn sich da mal irgendwie ein Duo finden würde und sich mal ein Duo einspielen würde. Ja, das würde ich schon sehr begrüßen. Von daher würde ich den Coman erstmal lassen. Ich würde den Müller auf die 10 stellen, anstatt den Gnabry. Gnabry hat, wie gesagt, erste halbe Stunde war Rotze, meiner Meinung nach. Ansonsten war es wirklich okay. Ja. Aber ich finde, er hat seine Stärken einfach auf Außen. Punkt. Ja, und nicht auf der 10 und dann noch mit nach hinten arbeiten oder auf der 8 oder sonst was. Das ist einfach nicht seine Position, dasselbe wie ein Coman. Coman kannst du auch nicht in die Mitte stellen. Auch wenn das auch mal versucht wurde und hin und her. Sehe ich dann schon Sané eher, aber das ist für mich Verschenken der Stärken der Spieler. Und so hast du einen Gnabry zum Nachlegen. Ja, wenn Coman oder Sané halt nicht so einen guten Tag haben oder nicht gut ins Spiel kommen oder keine Ahnung was, hast du nochmal Gnabry, den du nachschieben kannst, ja. Und Müller sollte wieder fit genug sein, damit er 90 Minuten durchhalten kann. Und wenn nicht, kann man halt immer noch anfangen, da das Wechselspiel mit Sané und Gnabry wieder aufzufahren, wenn der Müller irgendwie nach 60 Minuten Platz sein sollte. Aber ich würde dem Müller mal die Chance geben, auch wenn er nach seiner Einwechslung blass war im letzten Spiel. Aber ja, da haben wir auch nicht mehr nach vorne gespielt. Ja. Und ich denke, Müller ist schon der Typ Spieler, der den Heavy sucht und nicht wie die anderen, die den Heavy eher mehr ignorieren. Abgesehen vom Davis. Ja. Mats Rui kann man streiten. Aber ich mache erstmal die Aufstellung, wie ich es aufstellen würde. Von daher, bei mir würde Mats Rui da spielen. In Verteidigung, ich würde auf jeden Fall die Licht bringen. Und ich würde den Opa bringen. Fertig. Kim würde ich draußen lassen. Kim hat so viele Fehlpässe gespielt in der ersten Halbzeit im letzten Spiel. Das kannst du dir erstens gegen Gladbach nicht erlauben, die im Umschaltspiel mit Sicherheit ein anderes Kaliber sein werden wie Augsburg. Und zweitens, Tuchel preist es in jeder Pressekonferenz mittlerweile an, von wegen, ja, Leistungsprinzip, wir haben alle auf eine Höhe, wir gucken von Woche zu Woche, die Leute müssen sich verdienen, in der Startaufstellung zu stehen, Blasewitz. Und das hat Min-Jae dann einfach nicht. Ja. Tut mir leid für ihn, aber du kannst nicht gegen Augsburg 5 Fehlpässe spielen und davon 4 den Gegner in die Beine, Alter. Und das auf Höhe der Mittellinie, das geht nicht. Ich als Innenverteidiger. Ja, auch wenn er sonst einen guten Job gemacht hat, gar keine Frage. Das ist auch gar nicht bös gemeint, aber wir haben halt 3 Innenverteidiger auf einem Level. Und dann ist er jetzt halt derjenige, der dann mal zuschauen muss. Und dann hat jetzt mal de Ligt seine Chance. So. Gut. Ja. Kommen wir zum Mittelfeld. Ich sehe gerade, dass noch niemals Pavlovic hier mit drin ist in dem Kader. Ja.
Leider Gottes. Leute, pass auf. Wir machen jetzt mal, wie ich aufstellen würde. So. Mats Ruhe, jetzt kriegt ihr wieder nicht mehr rausgelöscht hier, wa? Schiebespieler haben wir letztens schon gehabt, ne? Den Mist. Bei Reset sind alle weg. Na, dann kann ich halt nur eine Alternative hinmachen. Shit. Ich wollte letztes Mal noch gucken, ne? Mit entfernen geht das auch nicht. Geht mit Sicherheit irgendwo hier. Weil ich könnte ja auch Auswechselspieler bestimmen hier. Warte mal, könnte ich das so machen? Ne, dann so mache ich Auswechselspieler, ne? Okay. Ja, wild. Okay. Kein Problem, Leute. Pass auf. Kriegen wir hin. Ist ja nicht mehr so, dass wir jetzt irgendwie eine riesige Auswahl hätten. Ich muss nur gucken, dass ich nicht die verkehrten Spieler anklicke, weil die Spieler schon gar nicht mehr da sind. Ach, hier ist der Vidovic. Vidovic ist hier drin, okay. Okay, so. Opa, der Licht. Heavy ist safe. Müller dahinter ist für mich safe. Kuman links, Sané rechts. Für mich ist es Leimer und Goretzka auf einer Höhe. Kimmich ist für mich Rechtsverteidiger. Ist natürlich die Aufstellung, die nicht passieren wird. Ja? Aber so würde ich mal aufstellen. Oder ich würde einen Kimmich sogar draußen lassen. Das würde ich daran jetzt festmachen, welche Leistung er auf der Rechtsverteidigerposition bringt. Ob er da den Kopf hängen lässt oder nicht, ja, dann würde ich einen Mazrui da hinstellen. Ja, Ule fehlt noch. So, das ist meine Aufstellung. Ja. Leimer ist für mich Gesetz im Mittelfeld. Warum? Weil er der einzige ist von den ganzen 3 tollen Mittelfeldspielern, die wir haben. Leider ist ein Pavlovic nicht hier drin. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht mit den ganzen Witsch, aber ich meine, das wäre der Pavlovic gewesen, der noch bei uns, der in der Vorbereitung als Sechser gespielt hat. Ist der nach vorne verteidigt, der presst wie eine Maschine, ja. Der wird super mit Müller passen, weil Müller auch so ein Laufwunder ist, der immer wieder anläuft. Da hast du 2 Leute, die da vorne Gas geben, was Pressing anbelangt. Ja, jetzt können wir wieder drüber streiten, möchte man das gegen Gladbach, aber selbst dann ist ein Leimer immer noch ein Balljäger, ja. Der beißt sich halt an den Gegenspieler fest, wenn der hier in der Außenlinie oder sonst wo ist. Der macht den Raum zu. Alles das, was ein Goretzka oder Kimmich gar nicht machen. Ne? Und ich will einfach die Intensität im Mittelfeld auf dieser Position haben. Und die bekomme ich vom Leimer und von keinem anderen dieser Spielertypen. Punkt. Deswegen ist für mich ein Leimer im Mittelfeld eigentlich gesetzt. Weil wir keinen anderen Sechser mehr verpflichtet haben. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Und Kimmich, ich weiß nicht, die Debatte, Alter, ich bin's leid, nach 1,5 Jahren jedes Mal über den Kimmich zu debattieren. Vielleicht werde ich da irgendwann nochmal in den kommenden 1, 2 Wochen vielleicht nochmal so ein Abschlussvideo machen. Einmal, wo ich einmal alles rauslasse zum Kimmich. Und dann ist das Thema auch durch. Dann werde ich zum Kimmich nichts mehr sagen. Ne? Weil ich merke, dass ich mich jede Woche wiederhole. Ich werde müde, mich jede Woche zu wiederholen. Kimmich hat im Mittelfeld nichts zu suchen. Punkt. Der kann keine Position halten, nichts, ist komplett überfordert, ist super lahmarschig. Er hat da einfach nichts zu suchen. Punkt. Das wäre meine Aufstellung. Speichert sie euch ab, merkt sie euch. Ja, die wird wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nicht passieren. Welche Aufstellung erwarte ich? Ja, ich erwarte einen Ulle. Wenn ich so gehört habe, wie ein Tuchel geredet hat, erwarte ich auch wieder einen Kim und einen Upper. Wo es dann ein bisschen komisch wäre, wenn er Kim bringt, aber ich habe so die Erwartungshaltung. Ja, natürlich wird ein Goretzka und Kimmich in der Mitte gesetzt sein. Da müssen wir nicht drum rumreden. Wo ist er? Na, guck mal, das Spiel gibt mir den Kimmich schon gar nicht mehr. Er sagt so, lass es. So, unsere weltberühmte Doppelsechs. Davis stellt sich von alleine auf. Mats Ruhig stellt sich eventuell von alleine auf.
Das weiß ich nicht. Weiß nicht, wie gut, Tuchel Leimer gefallen hat. Von daher könnte es auch sein, dass hier Conny aufläuft. Das könnte ich mir vorstellen. Weil so überzeugend war Mazraoui jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe nicht eine Flanke von dem Kerl gesehen, mal auf Harry Kane. Und er hatte viele, viele Möglichkeiten, gerade auch aus dem Halbfeld heraus Flanken zu schlagen, hat er nicht eine von genutzt. Kann natürlich sein, dass es nicht gewollt war. Ja, dann kann man ihm da keinen Vorwurf machen. War jetzt nicht irgendwie sonst super schlecht oder so, aber er hat schon viel, viel bessere Leistungen gezeigt bei uns. Ich gehe davon aus, auch dass ein Müller nicht reinkommt. Es wird wieder diese Formation auflaufen. Ja, das ist die Aufstellung, die ich erwarte, die kommen wird. Ja, man könnte jetzt hier noch den Müller als Ersatz nehmen, aber ich glaube nicht, dass er den Müller oder dass er die Licht von Anfang an reinhaut. Wenn er es macht, Chapeau, ja. Aufgrund der Leistung der Spieler, die gespielt haben, ja, hätten die anderen beiden das mal verdient, sich zeigen zu dürfen von Anfang an. Genauso wie es ein Conny hier verdient hätte. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ein Tuchel mal die Eier hat und einen Kimmich draußen lässt oder auf die Rechtsverteidigerposition schiebt. Allerdings ist jetzt der Fall eingetreten, dass wir keinen Sechser haben. Dazu Video zu unseren Transfers diesen Sommer, was ja jetzt zum Ende in die Hose ging. Von daher muss ja Tuchel jetzt ein anderes System finden. Kann natürlich jetzt auch schlecht anfangen, mit Dreierkette zu spielen, wenn du nur 3 Innenverteidiger hast. Das macht auch wenig Sinn. Ja, wenn die sich jetzt als Dreierkette einspielen, sobald da einer wegbricht, stehst du da, musst wieder auf Viererkette umstellen. Macht also keinen Sinn, sich jetzt irgendwie zu versuchen, eine Dreierkette einzuspielen. Von daher schwierig. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, man stellt einen Opa mit auf als defensive Mittelfeldspieler, habe ich ja schon gesagt, wäre mit Sicherheit eine Option. Aber auch da schwierig, wenn wir nur 3 Innenverteidiger haben. Willst du dann riskieren, dass alle 3 auf dem Platz stehen und einer ausfällt? Weiß ich nicht, schwierig, aber könnte man natürlich versuchen. Aber, habe ich auch schon gesagt, hätte man im Vorfeld der Saison machen können. Da ist der Zug ein bisschen abgefahren. I don't know, vielleicht wird es jetzt im Training mal umgesetzt oder so, ich weiß es nicht. Wäre vielleicht mal wünschenswert. Ja. Aber hier ist Taktikfuchs fürs Spiel in Gladbach. Von daher alles andere im Transferfazit-Video. Bis dann. Rot-weiße Grüße gehen raus. Schreibt mir gerne eure Meinung rein, wie ihr aufgestellt hättet oder ob ihr irgendwas komplett anders seht. Ich denke, Kim ist ein Streitfall, den einige anders sehen werden. Kimmich, ja, ist auch immer noch ein Streitfall. Der eine sieht so, der andere so. Und Müller und Gnabry wird wahrscheinlich auch die Hälfte so sehen, die andere Hälfte so. In diesem Sinne, tschüssi.